So, jetzt geht's gegen Augsburg und die sind. Was sind die Vierter? Da schau her. Die hat jetzt aber Zeit, dass wir das ändern, gell? Dass die Nummer Vierter sind. So, die Augsburger spielen in grün. Und dann spielen wir halt. Wieder in weiß, oder? Oder spielen wir in rot? Ich würde sagen, wir spielen in weiß. So, was sagt die Aufstellung? Was haben denn die für Aufstellung? Mascherano ist nicht fit. Navio schon wieder nicht. Der darf sich mittlerweile mal zusammenreißen da. Rincon bleibt draußen. Mascherano, der darf heute mal nicht mitspielen. Pass auf, nehmen wir mal Tesche mit. Genau, schaut soweit ganz gut aus, oder? Ja. Dann starten wir mal. So, also der FC Augsburg gegen den Hamburger Sportverein. Und man muss sagen, die Augsburger sind ja in der Realität auch relativ gut dran, oder? Die sind jetzt mal, ja, gar nicht mal so schlecht dran. Bei uns sind sie noch besser dran, weil es Vierter sind. Und ich hoffe, wir gewinnen heute. Dann schießen wir so mal runter. Van der Vaart. Und es startet Lasogga. Und der kann sich durchsetzen. Lasogga. Und das ist die Führung. Ja, da kann er sich gegen Carlsen Bracker durchsetzen. Und dann hat er relativ leichtes Spiel im Torwart. Und ich muss sagen, unsere meisten Tore, die wir geschossen haben, meine ich, sind durch so einen Blitztag gefallen. Bayer. Und Adler muss es erstmal eingreifen. Routineeingriff. Schon wieder der falsche Bayer. Halil Alt im Top. Oida. Der ist drin. Mora weg. Ja, gibt's denn sowas? Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Wie hat er denn das angestellt? Da haben wir ihn weggehaut. Da habe ich dann geklärt. Und er hat einfach drauf. Und Adler war da auch überrascht. Ja, Kruzifix. Die Zauberkünstler von Augsburg, oder wie? Wenn der immer solche Tore schießt, dann wird wahrscheinlich bald Real Madrid klopfen. Dann haut für den einfach mal so 100 Millionen am Tisch. Lasogga. Und Manninger hat den. Werner.
Und gibt Einwurf für die Augsburg, oder? Und wieder Lassoga gegen Carlsen Bracker. Diesmal setzt er sich nicht durch. Ottel. Moravec. Und Tesche. Van der Vaart, ja, der läuft ja nicht. Moravec. Von dem müssen wir uns einen 8 geben. 8 nimmer. Legt also nochmal so ein Pfund in die Haut. Die Augsburger spielen schon tapfer mit, gell? Muss man sagen. Und ich glaube, die sind auch gar nicht so unverdient auf dem 4. Platz. Im Moment noch. Werner. Ja, bleibt einmal ruhig. Ist ja nichts passiert. Van der Vaart kann sich gegen Hong durchsetzen. Aber dann wieder zu sehr bedrängt von den Herren. Und kann immer gescheit draufhauen. Moravec. Ja, beißt er halt auch nicht am Dampfer. Aslan. Diekmeyer. Und die Augsburger spielen da ganz tapfer mit, gell? Und sind jetzt da im Spiel angekommen nach dem Ausgleich. Von unserem 1-0 waren sie wahrscheinlich überrascht. Aber seit dem Ausgleich geschossen haben, sind sie irgendwie fleißig am nach vorn spielen. Da ist Bayer. Aber dem hat auch laut passt. Diekmeyer. Aslan. Wieder Ottel zurück. Und Moravec. Quasi veralt den Top. Und die Augsburger, die probieren fleißig, wieder. Und wir haben Glück, dass der Halbzeit nur an sonst steht. Die hätten nämlich gerade das 2 noch machen können. Ja, wir waren die ersten 10 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Aber dann haben die ordentlich Gas gegeben. Gut, wir spielen unverändert weiter. Also wenn wir gewinnen wollen, müssen wir eine oder 2 Schippen drauf packen. Bayer, schon wieder der frische Bayer. Beißt da. Ja, Lassoga passt da wieder nicht auf. Werner.
So, weg damit. Das war schon wieder abseits, oder wie? Das kommt öfters mal vor, wenn man mit dem Torwart irgendwie rausschießt, dass dann irgendeiner von unserer Mannschaft im Abseits steht. Dickmeier. Ja, es rennt wieder Ökonomie von den Bauern. Otte. Und was war das jetzt? Abseits, oder wie? Na gut, diesmal war er wenigstens Abseits. Und die Augsburger halten uns im Grenzen, geht. Wir kommen nicht wirklich zum Abschluss. War nichts gesehen. Otte. Hong. Wieder Otte. Und Beister. Und Zimperlich sind es auch nicht, gell, die Abwehrspieler von denen. Der Schä. Beister. Ja, der Lassoga, der müsste mal ein bisschen früher starten. Und die kommen nicht mehr wirklich an den Ball, und immer die Augsburger. Sind denn die so gut? Das gibt's ja gar nicht, oder? Ja, ich kann mich da irgendwie durchwursteln. Beister. Und es gibt zumindest Ecke. Ich wollte nur zurückspielen. Ich muss sagen, die sind richtig lässig, die Augsburger. Denn müssen wir jetzt irgendwie einen Schneider abkaufen. Pass auf, Lassoga, der kriegt jetzt vorne Gesellschaft. Und zwar bringen wir als hängende Spitze wieder Campbell. Wäre doch irgendwie die Möglichkeit, dass wir gegen den nur Torschüssen. Also irgendwie halt. Faustabwehr. Vorsicht, Moravec. Oh, Holzhauser. Riesenchance jetzt. Allerdings steht der irgendwie auch neben der Spur. Zum Glück, muss ich sagen. Campbell. Der macht sich. Oida. Riesenchance jetzt. Campbell. Der hat auf der anderen Seite einen Holzhauser. Dann jetzt Campbell auf unserer Seite. Und keiner macht's. Noch keiner gewonnen. Und wieder Campbell, den wir wieder geblockt. Und jetzt gibt's, was gibt's jetzt? Gibt's einen Abschluss. Ja, Lassoga.
Campbell, den man erwischt nicht. Ja, der hat natürlich die riesen Chance gehabt. Ohne noch vielleicht. Ohne noch. Beißt er. Und dann rennen wieder keiner mit. Schon Feierabend, oder wie? So, das war Altin Top. Der hat auch gerade nicht mitgekriegt. Es gibt 2 Minuten gibt's. Ja, ich glaube, das geht nach hinten los, wenn die jetzt eine Torchance kriegen. Oder wie noch? Ja, so wird es nichts. Ja gut, wir trennen uns 1-1. Ja, Chancen haben wir beides auf beiden Seiten gehabt. Augsburg wie Hamburg. Nur gemacht haben wir es halt nicht.